Der Schnurri von der Nation, der Quotengott vom Leutschenbach, Mr. Benissimo himself. Da ist er, Benny Thurnherr! Schön bist du da, merci vielmals. Was hat dich jetzt mehr gefreut, dass du endlich wieder mal vor der Kamera stehst bei mir oder dass der FC Winterthur aufgestiegen ist? Mal ganz ehrlich. Ja, FC Winterthur ist natürlich schon nach 37 Jahren oder vor 65 Jahren bin ich das erste Mal ein Match schauen. Ja. Und jetzt sind es immer 2 Klassen gewesen. Und das ist schon überraschend und kann man selber nicht beeinflussen, dann ist es besonders schön, weil man gar nicht recht weiss, wieso ist das überhaupt passiert. Bist du spontan an das Fest dann auch selber dabei gewesen? Ich bin einfach in die Stadt gefahren, ja. Habe Papiertuschen kassiert, voll, weil die Spieler sind nicht da gewesen. Schön. Dann haben sie einen Ersatz gesucht, dann haben sie mich genommen. Schön, also richtig mitgemacht da, saufen, Hömmli verrissen. Schützenwiese, Schützenwiese. Ja, schön. Du, unsere Regie, da ganz ehrlich, hat ja ein bisschen gezittert, wo es heisst, der Benny kommt jetzt wirklich. Sie haben ja wirklich so einen kleinen SRF Will Smith-Moment erwartet, dass du so reinkommst und mir auf den Flatter reinhaust. Hast denn du die Sendung jetzt in der nächsten oder in der letzten Folge mal ein bisschen reingeschaut? Ich habe selbstverständlich geschaut und es war hervorragend. Eine Dauerwerbesendung fürs Benissimo. Ja. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja. Ich führe eigentlich das Traumleben von einer Influencerin. Ja? Ich mache nichts und trotzdem wird dauernd von mir geredet. Ja. Ist gut. Und du musst deine Brüste nicht operieren. Das ist natürlich Aber komm, schauen wir mal ganz schnell rein, was wir so über dich verzapft haben in der letzten Sendung. Ja, man merkt aber langsam, seit Benissimo nicht mehr läuft, am Samstagabend haben Frau und Herr Schweizer endlich wieder Zeit für Sex. Also so richtigen Sex, nicht der biedere Benissimo-Telefonsex. Guten Abend, Frau Schlegel. Guten Abend. Sind Sie froh, dass ich anrufe? Schweden haben Greta Thunberg. Was haben wir? Benny Thurnherr. Schau mal, vor Corona zum Beispiel habe ich so ausgesehen. Ja? Nach Corona so. Ja? NATO und Benissimo haben ja total viel gemeinsam. Ja? In beidem entscheiden ja alte Männer darüber, wer als nächstes eine Kugel bekommt. Ja? Und beide haben ihre besten Zeiten während dem Kalten Krieg gehabt. Ja, Benni. Ich wollte schon sagen, ja. Ich nehme jetzt mal den Applaus für meine Autoren und Autorinnen, weil ich bin natürlich gegen jeden von diesen Gags gesehen. Das musst du mir. Ich habe immer gesagt, nein, so nicht. Aber in der Satire und im Comedy liegt immer so ein Quäntchen Wahrheit. Wir haben so gesagt, deine grössten Zeiten sind zur Zeit vom Kalten Krieg gewesen. Wieso kommst du jetzt wieder zurück? Ja, weil mich das Fernsehen gefragt hat und mir war langweilig und ich moderiere noch gern. Und dann habe ich natürlich alle Anti-Argumente, ich stehe den Jungen vor dem Licht und so weiter, mir gescheiter eine Frau genommen. Und dann habe ich das wirklich sehr genau studiert und bin aber gleich zum Schluss gekommen, alle 10 Jahre eine Sendung. Das kann eigentlich niemandem wirklich wehtun. Oh, und was sagt das über das Schweizer Fernsehen aus, dass sie Benissimo wieder ausgaben? Ja, die legen einfach Wert auf Qualität. Ja, so ist es. Gut, ich wollte jetzt fragen, was Devil besser machen kann, aber das lassen wir jetzt. Dann tu doch mal, mach auch noch ein bisschen Werbung. Im Herbst, oder? Alle Leute lieben Benissimo, alle Leute können Benissimo. Was wird sich ändern? Bleibt es gleich? Also es ist eigentlich wie immer, ich telefoniere mit den Leuten und am Schluss hat einer gewonnen. Ja, und zwischendrin füllen wir mit Weltstars und Zauberer und so weiter. Weltstars und Zauberer, das ist genau Schweizer Fernsehen. Ja. Kann ich fragen, jetzt wegen dem Gewinn, die 1 Million Franken, das hat es ausgemacht. Gibt es wieder 1 Million Franken? Es gibt keine Million mehr, nein, weil Swisslos macht nicht mehr mit, weil die Sendung ist ja abgesetzt worden dort mal, gemeinsam von der Swisslos und vom damaligen Unterhaltungschef vom Schweizer Fernsehen. Das tönt nach mafiösen Strukturen. Nein, irgendwann ist dann vorbei gewesen. Ich bin eigentlich froh gewesen. Es ist dann schon so gewesen, dass sie dann alles verschrottet, damit kein Comeback möglich ist. Oder? Und jetzt nach 10 Jahren ist gleich. Jetzt müssen wir wirklich das ganze Studio wieder von Grund auf aufbauen. Friends müssen wir natürlich neu casten, weil da sind hier 30, jetzt sind es 40. Das ist wie Spitzensport. Ja. Geht nicht mehr, oder? Und das Ziel ist schon, dass es möglichst ähnlich daherkommt wie vor 10 Jahren. Aber nicht alt und müffelig, sondern natürlich eine Sendung,
von heute. Also wie wenn vor 3 Monaten die letzte Sendung gewesen wäre, jetzt kommt dann die nächste. Okay, also gleich noch Brust operieren, hast du gedacht, bevor es dann losgeht? Nein, bei mir lebt es weniger vom Aussehen, vom Optischen. Ach komm, nein, bei mir lebt es mehr vom Akustischen. Ja, also das stimmt. Ja. Da unterscheiden wir uns komplett. So. Das ist genau das Umgekehrte. Bei mir lebt es nicht akustisch, aber vom Aussehen. Und ja, du musst ja gleich irgendwie trainieren, jetzt geht es dann los. Oder wie trainiert man auf Benissimo? Machst du Kugelstoßen? Tust du daheim so Scherztelefon machen, irgendwelche Leute anrufen und mit denen versuchen zu reden? Nein, ich darf mich nicht zu viel Energie verbrauchen. Ich mache eigentlich gar nichts, damit ich dann am 15. Oktober fit bin, wenn es zählt. Nicht, dass dann die Luft schon draußen ist, weil wenn ich alleine die Heime unglaublich originell und lustig bin, bringt mir das nicht viel, wenn ich nachher Kamera läuft, ja. Also, wir haben gleich ein kleines Training für dich vorbereitet, ein Spiel, das wir zusammen machen, um dich vorzubereiten auf den grossen Job in dieser Samstagabendkiste. Und das Spiel, das wir werden spielen, heisst... So, herzlich willkommen hier zu Telefonissimo mit mir und Benny Thurnherr. Um was geht's? Meine Autoren und Autorinnen haben hier in der Kugel eine Persönlichkeit erfunden, die überhaupt keine Lust auf Telefon haben. Okay. Du musst dann dieser Person anrufen, ich muss der Person anrufen und die möglichst lange an der Strippe behalten, weil die keine Lust zum Telefonieren. Spiel verstanden? Wer es länger schafft, hat gewonnen. Dazu braucht es natürlich jemanden, der das kontrolliert. Das ist natürlich unsere TV-Juristin, jawohl, Michelle Kalt, ist immer noch da. Und wir haben extra jetzt auch hier hingebracht, wunderbar, die Original Evelyn Schmidlin aus deiner Sendung. Super. Da ist sie, Evelyn! Evelyn, darf ich fragen? Bist denn du im Herbst auch dabei? Wieder? Ich hoffe es, ja. Also? Nein, sie ist sicher dabei. Sie ist ja das Herz der Sendung. Wenn man nicht mehr weiss, wie es war, dann heisst es immer, Leute, Evelyn an, die weiss es. Ja, sicher. Also, ohne mich wäre es schwierig, das Benissimo nochmal zu machen. Aber ohne sie wäre es absolut unmöglich. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du nicht willst, übernimmst du Benissimo, würde ich sagen. Ja, das ist doch mal an der Zeit. Schön, also fangen wir an. Ich werde starten. Ich suche mir eine Kugel aus. Ich weiss nicht, wo welche Namen drin sind. Das haben meine Autoren und Autorinnen erfunden. Ich nehme jetzt mal grau, weil es politisch am neutralsten ist. Wir haben hier die Maria Zeitlos. Maria Zeitlos. Okay, gibt es schon einen Hinweis drauf? Ich tue jetzt mal hier so abnehmen, ja, und tue jetzt so, als würde ich wählen. Mal schauen, wie lange ich die an der Strippe behalten kann. Zeitlos? Ja, gibt's da zeitlos? So, Stöbil, hallo, wie geht's Ihnen? Ich bringe gerade Kind ins Bett. Ja. Mit Kind können wir raus. Bleiben Sie doch ganz schnell dran. Ich hänge ab. Nein, bleiben Sie bitte dran. Frau Zeitlos. Ruhe dahin, ich höre nichts. Gottfried Stutz. Ja, was ist? Ja, bleiben Sie dran. Haben Sie Probleme mit Kind? So, ich muss. Ja, nein, lassen Sie zu. Ich kann mich raus mit Kind, ja. Dann dahinter. Frau Zeitlos, vielleicht sollten Sie ein bisschen oben runterkommen. Vielleicht sollten Sie einfach mal Yoga machen. Ja? Wissen Sie, machen Sie es sich doch selber, Gottfried Stutz. Frau Zeitlos. Gut, das sind knapp 2 Minuten gewesen, würde ich sagen. Also ist nicht so schlecht. Bitte kurzes Benissimo, das ist um 8:45 schon wieder fertig. Ja. Also bitte, Benni, du. Ja, dann nehmen wir die Gel. Kannst du bitte den Evelyn geben? Jawohl. Ist alles da korrekt, Evelyn? Ui. Ja, ist alles gut bis jetzt. Also, wir haben hier den Maximilian Erdmann. Maximilian Erdmann. Erdmann, ein geerdeter Typ. Der ist easy zum Überzeugen. Das ist vielleicht ein Berner, dann noch redet er nicht so schnell, dann behalten er ein bisschen länger. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr Erdmann, das ist Benissimo. Ich darf Ihnen die freundliche Meldung machen. Sie haben etwas gewonnen, Sie wissen nur noch nicht Moment, was. ist da nicht der Jauch? Kennen Sie die Regeln? Kennen Sie die Regeln von Mein Benissimo? Kollege der Martin hockt jetzt beim Günther Jauch. Ich bin der Nein. Ja, was? Sie sind der Telefonjoker. Nein, das ist die heutige Zeit. Da könnten wir uns jetzt länger darüber unterhalten. Also ist wenigstens meine Absicht. Wissen Sie was? Ich habe jahrelang Erdmännchen studiert. Wissen und wenn Sie jetzt eine Erdmännchen-Frage kommt, dann braucht er meine Hilfe. Ich muss Nein, aber jetzt sind Sie nicht so. Also, Sie haben ja gesagt Telefonjoker, oder? Haben Sie das auch schon gehört, dass in der Schule bei den Prüfungen heisst es immer, oh, das weiss
sie nicht, kann ich am Telefonjoker anrufen. Ja, eben, das bin ich. Und darum- Kann ich die euch in die Leitung nehmen, wenn ihr auch anruft? Vielleicht kommt ja eine Sportfrage, die wäre es noch hilfreich, aber sonst muss ich in die Leitung schreiben. Gut, die Regie winkt ab. Benni, du hast eindeutig gewonnen. Also, Sie haben gewonnen, ja. Hast du das geschlagen? Merci vielmals. Super, Benni, du nicht. Gewonnen.